Für eine Woche. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger. Die letzten 7 Tage geprägt von Fußball. Gerade zweimal hat die Nationalmannschaft gespielt. Unglückliches 4:4 gegen Island, aber dafür ein gutes 2:0 gegen Norwegen mit den beiden genialen Goal vom Neuling, vom Fabian Schär. Unsere Freitagsrunde hat natürlich das Spiel auch geschaut. Alle da, Paschi da. Ja gut, ich hoffe natürlich, die Schweiz qualifiziert sich nicht, oder? Wie gesagt, sonst muss ich umbringen, noch auf Brasilianisch übersetzen, oder? Dabei hätte ich es bereits auf Portugiesisch. Ich verstehe es nicht. Ja gut, oder? leider ist die Quali ja noch nicht ganz im Trocknen. Christoph Mörgeli, man kann das so festhalten, für die Schweiz ist es ein Krampf. Es fehlt noch das sichere Pünktchen. Ja, gut, schauen Sie. Das ist doch wieder typisch. Da zeigt sich die erste vorherrschende Weltordnung. Wir müssen uns Punkt für Punkt durchkämpfen, um auf das Brasilien zu kommen. Im umgekehrten Fall. Aber dürfte die ganze Welt einfach zu uns kommen, verstehen Sie? Warum bringen die Linken nicht eine 1:12 Initiative beim Fußball statt für den Lohn fürs Goalverhältnis? Und hat Nazi das Ziel nicht erreicht, kann man sie verklagen und ausschaffen, gell Sie? Das wäre mal etwas. Nein, so politisch würde ich Fußball nicht sehen. Weltwochenchef Roger Köppel, wir ordnen das jetzt mal korrekt ein. Das ist ja wohl eher einfach eine sportliche Frage. Der Schweiz fehlt ein Punkt. Punkt, um was geht's? Viel lieber als die Lohnschere beim 1:12 habe ich den Fabian Schär. Der Einzige, der Goal schiessen kann, obwohl sein Lohn tiefer ist als beispielsweise der vom Shaqiri. Gut, Moment. Es geht ja wirklich um wenig, oder? Die Schweiz hat gut ausgesehen am Schluss. Eben, die haben gute Fallen gemacht. Die Nationalmannschaft hat schon lange nicht mehr so stark gespielt. Das ist ein schöner Mannschaftsstil, Fachmeier und von Rooyen. Ja gut, ich muss sagen, ich bin gleich schockiert und konsterniert. Die Schweizer Nationalmannschaft hat völlig unbegründet einem Trend hinterdrein gehängt. Punkt sind von gestern. Jetzt treiben wir Herbstfarben oder vor allem Sennekutte. Wir schweifen ab. Liebe Herren, wir müssen hier ein bisschen auf Kurs bleiben, Richtung Brasilien. Roger Federer, wie schätzen ihr die Quali ein? Längt's? Holen wir das Pünktchen? Ja gut, oder? Ich kann vielleicht als super Typ auf dem Boden geblieben ist, jetzt ein bisschen helfen, oder? Ich verschenke im Moment ja gerne meine Punkte, oder? Die Mannschaft kann ich gerne einen von mir geben. Und übrigens, ich hätte ja auch noch als Kind doppelt, aber falls jemand Interesse hat. Ja. Auf jeden Fall heisst es jetzt dranbleiben, fokussieren über die Mannschaft, Daumen drücken bei den Fans. Einer von denen ist der Ex-Mister Renzo Blumenthal. Ich kapier's nicht. Jetzt verdienen die Spieler Millionen, aber haben offensichtlich kein Geld, um eine Reise auf Brasilien selber zu zahlen. Die Schlussfrage geht natürlich an den Trainer selber. Holen wir das Brasilien-Ticket und wie schnell holen wir es, Ottmar Hitzfeld? Doch, uns fehlt noch ein Punkt. Das sind gleich viel Punkte, wie ich Mittelfinger an meiner rechten Hand habe, so sehen Sie. Zum Glück ist